Bonusmaterial, was wir ja gemeinsam erarbeitet haben. Hat es Spaß gemacht, die Dreharbeiten? Haben die Spaß, oder haben Sie es gar nicht gemerkt? War das so? Es hat ab und zu Freude gemacht und es war ab und zu verdammt hart. Und zwar deswegen, weil wir, als der Christian mich ansprach und ich dann mit Uli geredet habe, überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Überhaupt nicht. Gab es ja noch nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Uns eine Saison lang zu begleiten, da haben wir gesagt, haben wir am Anfang gedacht, naja, okay, so einmal im Monat werden wir mal reden und dann ist er bei den Spielen dabei und. Nur, dass es dann über die vielen extremen Ereignisse in dieser Saison, 78, 79, quasi ein Tagesschock wurde, dass sich über die Entwicklungen in dieser Saison viele Sprüche, viele Situationen innerhalb von einem Tag, von einer Woche, von einem Monat völlig selbst über den Haufen geworfen haben. Das hat jetzt, würde ich sagen, sehr viel Kraft und sehr viel Arbeit an diesen Film gebracht, weil wir uns ständig rechtfertigen mussten oder wollten, weil wir ständig in der Diskussion standen. Nur am Ende, jetzt würde man sagen, gerade heute, und ich sehe ihn ja immer wieder, ist dieser Film aktueller denn je. Er ist dieser Film ist, Zeitdokument? Ein Zeitdokument, wie es wahrscheinlich noch einmal gibt. Weil es auch so eine unglaubliche Saison noch einmal geben kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Regisseur, der größte Fußballfan, der größte Fußballfachmann, auch nur ansatzweise auf diese Themen, auf diese Rollen, auf diese Thematik gekommen wäre. Das hättest du überhaupt nie denken können, dass so was alles passiert. Aber wieso sagen Sie, er ist aktueller denn je? Ich finde es gerade das Schöne, dass er nicht so aktuell ist. Also ich habe immer die Szene im Kopf, wo Sie da verkabelt sind in dem letzten Spiel gegen Hamburg, glaube ich, ist das. Und da denken wir immer wieder, das wird heutzutage überhaupt nicht mehr möglich sein, bei den ganzen Einbindungen. Das war auch damals nicht möglich, es wussten ja nur 3 Leute. Das gab es auch da nicht. Wenn der Schiedsrichter das gemerkt hätte, irgendjemand, dann hätte man das Mikrofon genommen. Das wusste der Christian, das wusste, wer hat mir denn das? Ich habe das Ding nicht, ich habe sogar dabei. Okay, der Uli wusste es, der Christian. Nee, der Uli wusste nichts. Der Uli wusste nichts, okay. Dann vielleicht bloß wir zwei. Ja, der Tonmann noch. Und der Tonmann, genau, ja, und fertig. So. Und niemand hätte es wissen dürfen, weil das war nicht gegangen. Ja, also das hat mit damals und heute überhaupt nichts zu tun. Im Nachhinein gab es da auch keinen Ärger wegen des Mikrofons? Von wem? Die DFB ist ja zum Beispiel. Konferenz. Haben sich nicht getraut. Eigenartigerweise, das ist mal so noch gar nicht gekommen, eigenartigerweise hat sich niemand beim DFB beschwert oder aufgeregt. Na, also überhaupt nicht. Jetzt schaut euch den schönen Film an.